An was denkt ihr, wenn ihr das Wort Bewegung hört? Ein Spaziergang, Fußball, Biken, Klettern. Ich denke so an Pilates, Krafttraining, solche Sachen. Aber ist das wirklich das Einzige, was das Wort Bewegung bedeutet? Was passiert überhaupt, wenn wir uns bewegen? Wir haben so ein bisschen die Idee, im Sport kann man sich auspowern, wenn man gestresst ist. Dann hat man so ein schönes, leeres Hirn und alle Sorgen sind vergessen. Das wäre mal cool. Funktioniert aber nicht wirklich. Wenn wir uns bewegen, kommt alles mit. Unsere Emotionen kommen mit, unser Verstand kommt mit. Ja, und sogar unser Geist kommt mit. Das heisst also, überall, wo wir uns bewegen, hinterlassen wir Spuren. Was für Spuren hinterlassen wir? Segensspuren? Oder etwa nicht? Aber wir können auch Spuren hinterlassen, wenn wir nichts sagen und nichts machen. Ist euch das auch schon passiert? Ihr sitzt an einem Ort, gemütlich und friedlich, kommt einer rein, bumm, die ganze Atmosphäre ist futsch. Gibt aber auch das Umgekehrte. Ihr sitzt neben gestresst, es kommt jemand rein, die Sonne geht auf. Was sagt eigentlich da das Wort Gottes dazu? Im 5. Mose 30,19 steht: Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch vor die Wahl gestellt habe, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Das sind starke Worte, die kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie bedeuten, wir haben Verantwortung. Es ist nicht der Monsieur Berset, der das Wort Eigenverantwortung erfunden hat. Das ist effektiv schon im Wort Gottes gestanden, etwa, sagen wir mal, vor 5000 Jahren. Das heisst also, wir sind verantwortlich dafür, was wir wählen. Und je nachdem, was wir wählen, ob wir eben das Leben wählen oder den Tod, den Segen oder den Fluch, werden wir Spuren in unserem Leben hinterlassen. Und das hat auch die Wissenschaft schon festgestellt. Sie haben es natürlich umbenannt. Sie sagen zu dem Achtsamkeit. Bewegt euch, aber bitte achtsam. So wie der Lied von Udo Jürgens, ich weiss nicht, die das kennen. Aber bitte mit Sahne. Immer hat alles mit Sahne sein. Da muss immer alles mit Achtsamkeit sein. Aber was sagt eigentlich da die Fachhochschule? Was bedeutet der Begriff Achtsamkeit? Achtsam sein heißt, den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrzunehmen. Wobei bewusst bedeutet, dass wir uns entscheiden, unsere Aufmerksamkeit absichtlich auf den gegenwärtigen Moment zu lenken und uns nicht ablenken zu lassen und nicht mental abzuschweifen. Das ist also das Thema der Stunde. Achtsamkeit. Das ist überhaupt kein Problem, oder? Nehme ich auch für euch auch nicht. Ihr habt keinen Stress, ihr habt überhaupt nichts zu tun. Da können wir tipptopp noch ein bisschen achtsam sein. Bei mir klappt es nicht so gut. Ich bin so im Alltagsstress. Wenn ich mit dem fertig bin, dann gehe ich im Freizeitstress. Und so mit dieser Achtsamkeit habe ich es ehrlich gesagt nicht so ganz im Griff. Aber was fällt uns denn da auf? Ja, vielleicht müssen wir ja mal eine Pause machen. Und ich habe so in meinem Alltag versuche ich einzubauen, so bewusste Pausen. Es ist gar nicht so einfach. Aber wenn man so bewusste Pause macht, dann kann ich vor Gott gehen und kann meine Gedanken von ihm ordnen lassen. Und ich kann beten, ins Gebet gehen und Sachen abgeben am Thron von Gott, weil ich weiss, dass Jesus das getragen hat. Ich kann einmal ein bisschen wegkommen von dieser Pflichterfüllung und von dieser To-Do-List. Und was würde es überhaupt bedeuten, wenn wir uns nach himmlischen Regeln bewegen auf dieser Welt? Der Paulus hat wie meistens dazu eine tipptoppe Anleitung verfasst. Und die steht im 2. Korintherbrief 10, 3-5.
Natürlich bin auch ich nur ein Mensch. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Was würde wohl passieren, wenn ich das machen würde, habe ich mir überlegt. Wenn ich einfach mich an der Führung vom Heiligen Geist unterstelle, ohne Angst vor den Ansprüchen, die ich selber an mich habe oder auch die anderen, ohne Termindruck, ohne den Leistungsgedanken, ohne den Hetzer da immer hinter meinem Rücken, der mit der Peitsche knallt. Und zwar nicht nur, wenn ich so in meiner schönen, stillen Pause bin, sondern ganz normal im Leben, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich mit Emotionen kämpfe, wenn ich schwierigen Situationen begegne. Was würde passieren, wenn ich zuerst meine Gedanken gefangen nehme und sie Jesus Christus unterstelle? Was würde passieren, wenn wir das alle machen würden, miteinander? Was würden wir für Segensspuren hinterlassen? Könnten wir vielleicht sogar ein Stück Himmel auf die Erde bringen? Ja, wer könnte man sich denn da zum Vorbild nehmen? Jesus natürlich. Überall, wo Jesus hergekommen ist, hat er die Situation verändert. Er ist den Menschen begegnet, er hat sie bewegt, er hat sie berührt und er hat ihnen sein Leben nachhaltig verändert. Ist das vielleicht auch unser Auftrag? Schauen wir doch mal im 1. Petrus. 1. Petrus 4, 10 bis 11. Jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Oder auch ihr. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er oder sie in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Wie können wir jetzt das konkret umsetzen in unserem Alltag? Ich denke, wir haben alle schon genug zu tun, ohne dass wir jetzt noch permanent alle unsere Gaben einsetzen müssen. Oder vielleicht funktioniert es ja mit dieser Idee von der Achtsamkeit. Vielleicht können wir ja ein bisschen bewusst leben. Vielleicht können wir ja unser ganzes Tun gefangen nehmen und die ganze Zeit immer so achtsam und bewusst unterwegs sein. Und dann könnten wir ja da wenn wir uns bewegen, wohin wir uns bewegen und wie wir uns bewegen, da könnten wir ja alles Gott überlassen. In der Bibel steht, dass wir der Tempel vom Heiligen Geist sind. Das bedeutet, wir können auf den Rat vom Heiligen Geist hören. Durch das können wir unsere Gedanken und Emotionen Gottes Willen unterstellen, indem wir auf den Heiligen Geist hören. Da braucht es ein bisschen Übung. Aber wir sollten es eigentlich können, wenn wir glauben, was Jesus gesagt hat. Im Johannesevangelium 14, 15 bis 17 steht: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werdet ihr den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben.
Schwirrt euch auch schon ein bisschen der Kopf? Ich fühle mich wirklich oft überfordert von diesen vielen Ansprüchen, die ich an mich selber habe. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Lege mir einen Plan zurecht. Mit diesen ganzen Informationen. Erstens wähle ich den Segen, nicht den Fluch. Zweitens bin ich sehr achtsam. Drittens nehme ich alle meine Gedanken gefangen. Viertens diene ich mit meiner Begabung. Und fünftens weiß ich, dass ich das nur kann durch den Heiligen Geist. So also mit allem meinem Wissen und meinem wunderbaren Plan bin ich also wieder zurück ins Fitnesszentrum. Und habe gedacht, jetzt probiere ich das gerade mal aus. Also habe ich einen Trainingsplan, den habe ich natürlich dabei, der ist aufgeschrieben. Gleichzeitig habe ich einen Podcast oder eine christliche Predigt in den Ohren für meine geistliche Auferbauung. Und da bin ich also sehr achtsam und konzentriert an meinen Maschinen. Gleichzeitig höre ich, was die mir alles sagen, damit ich dann, wenn ich fertig bin, meine Gaben richtig einsetzen kann. Und selbstverständlich hilft mir der Heilige Geist dabei. Und dann habe ich mich fantastisch gefühlt. Jetzt mache ich doch so ein heiliges Multitasking. Also ich habe gefunden, jetzt bin ich jetzt, wer hat es erfunden oder Janet? Das heilige Multitasking. Was haltet denn ihr so von diesem Plan? Fehlt da vielleicht irgendetwas? Wie hat eigentlich Jesus die Menschen so bewegt? Zum Vater hin, zu der Liebe von Gott hin. Ihm war sein Auftrag ziemlich klar. Haben auch manchmal das Gefühl, man müht sich ab und gibt sich so viel Mühe und irgendwie weiss man doch nie recht, ist es jetzt da gewesen oder nicht oder hätte etwas anderes machen sollen. Ich glaube, den Jüngern ist es ein bisschen ähnlich gegangen. Und darum haben sie Jesus gefragt, was ist überhaupt das wichtigste Gebot? Und das ist, was er gesagt hat. Matthäus 22, 36 bis 40. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Gut. Wir wieder ins Fitnesszentrum. Ich muss ja etwas tun für die Gesundheit, das Leben wählen, nicht den Tod. Wieder mit dem heiligen Multitasking beschäftigt. Plötzlich sehe ich so aus meinen eigenen Augenwinkeln eine Frau, die will irgendetwas zu mir sagen. Ich sehe es, also ich höre es ja nicht, aber ich sehe es. Leicht genervt nehme ich so meine Stöpsel zu den Ohren aus. Brauchen Sie etwas? Ja, könnten Sie mir da nicht helfen? Oder du, wir sind alle per Du anscheinend dort. Kannst du mir nicht helfen, da die Geräte einzustellen? Dann denke ich, es hat doch da ewig viel von diesen Trainern, die bezahlt werden für das. Habe ich Gott sei Dank nur gedacht. Dann höre ich so eine innere Stimme: Bist jetzt du noch Hörer vom Wort? Oder bist du etwa auch noch Täter vom Wort? Huch, habe ich gedacht, ui, nein, gar nicht gut, alles abgezogen, Trainingsplan auf die Seite, gefragt, was kann ich helfen und so weiter und so fort, also sehr vorbildlich. Und dann hat sich ein langes Gespräch aus dem entstanden und wir sind dann noch zusammen andere Fitnessgeräte und dann haben wir da ein bisschen geredet, was wir machen und was wir nicht machen und dann hat sie gesagt, ja, also wenn ich ja da eine theologische Ausbildung habe, dann will sie mir da Sachen erzählen und hat mir ganz viele Nöte und Sachen erzählt von ihrer Familie. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weisst du was, da beten wir gerade. Dann haben wir mitten in dem Fitnesszentrum angefangen zu beten. Relativ laut, weil sie darum nicht so gut gehört hat. Das hat dann dazu geführt, dass nachher
die Leute gewusst haben, da hat es anscheinend irgendjemand mit so einer theologischen Ausbildung in diesem Fitnesszentrum. Und dann hat es so kleine runde Tischchen gehabt und jedes Mal sind wir dann an so ein kleines rundes Tischchen gesessen und immer sind mehr Leute dazugekommen und ist mehr diskutiert worden und die einen den Tag und die anderen Zepka. Und nach mehreren Monaten ist ein älterer Mann zu uns gestoßen. Er ist fast 90 und er gehört nur noch 20%. Und wo dann einmal alle nicht mehr dort gesessen sind, hat er zu mir gesagt, er hätte ein echtes Problem. Und ich habe ihm erzählt, dass ich euch das heute erzähle. Und zwar hätte er immer so Albträume. Und er hätte alles ausprobiert, also mit Räuchern und alle möglichen Sachen. Und er hat auf dem Internet lang gesucht und jetzt hat er doch tatsächlich letzte Woche gelesen, dass wenn man da Probleme hat, soll man einen Pastor fragen. Dann hat er gedacht, ich hätte doch, die Leute erzählen, ich hätte eine theologische Ausbildung. Er fragt mal, was muss er denn da machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich muss eigentlich zu Mittag kochen, aber das habe ich ja schon gelernt. Dann habe ich gesagt, erzähl mal. Und dann hat er erzählt, dass er aufwacht und dass das wirklich schlimm ist. Und Gott sei Dank hat mir der Herr ein wunderbares Gebetsteam zur Seite gestellt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weisst, wir haben eigentlich ein Gebetsteam, genau für solche Sachen. Und wenn du möchtest, dann können wir mal zu dir kommen und wir können mal beten und mal schauen, was da überhaupt los ist. Wir könnten den Nathan mal Gott fragen. So im Sinn von einem hörenden Gebet. Ja, also so etwas habe ich jetzt doch noch nie gehört. Er war ja selber auch viele Jahrzehnte im Kirchenrat gewesen, aber so etwas habe ich jetzt doch noch nie gehört. Ja gut, so ist das ein paar Wochen weitergegangen und dann sagt er plötzlich zu mir, das Gebetsteam, existiert das noch? Und dann habe ich gesagt, ja selbstverständlich. Ja, und das, was du gesagt hast, gilt das noch? Klar, kein Problem. Ja, dann könnt ihr mal zu mir kommen beten. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Und dann habe ich gefragt, einige Leute vom Gebetsteam, dann sind wir zusammen gegangen, haben ihm sein ganzes Haus gesalbt und in jedem Raum gebetet. Er hat uns einen riesen Zvieri gegeben. Und ich habe dann zu ihm gesagt, das ist jetzt aber eigentlich nur eine äußerliche Massnahme. Es wäre schon noch wichtig, dass der Jesus Christus auch noch in dir leben und Einzug halten, weil dann hättest nämlich du Autorität und könntest da auch beten. Ja, nein, das ist ihm dann doch nicht so gehört. Also irgendwie so einer Sekte oder so will er dann nicht beitreten. Dann habe ich gesagt, du musst wegen dem gar nicht beitreten und es ist gar keine Sekte, es ist das, was in der Bibel steht, man soll das Leben Jesus Christus übergeben und nachher lebt Jesus in einem und wir haben Autorität. Ja, das hätte er sich jetzt nochmal überlegen. Gut, dann ist es ein paar Wochen besser gegangen, dann ist es ihm wieder schlimmer gegangen, sind die Albträume wieder gekommen. Und dann hat er gesagt, du hast mir doch gesagt, ich könnte auch Jesus in mein Leben einladen. Und dann habe ich gesagt, ja, gilt das noch? Selbstverständlich. Gut, also, und dann haben wir wieder die Leute vom Gebetsteam gefragt und wir haben uns dann an einem anderen Ort getroffen, weil die noch kleinere Kinder haben und nicht können weg. Und dann bin ich dann mit dem dorthin. Und ihr glaubt es nicht, es hat den Nachbar von diesen Leuten vom Gebetsteam, wo er die Geschichte gehört hat, hat er gesagt, und mir hat Gott aufs Herz gelegt, ich soll älteren, schwerhörigen Menschen Bibeln erklären und mit ihnen zusammen die Bibel lesen und mit ihnen unterwegs sein. Kann ich nicht auch kommen? Und dann haben sie mir angeschaut und gesagt, ja klar, soll noch kommen. Wir kommen also dort an, immer noch ein bisschen skeptischer Herr mit mir. Und dann stellt sich heraus, dass der Nachbar, der Vater von dem Nachbar, der beste Freund von dem Mann, sein Vater war. Nein, von dem Mann selber war. Er ist mit dem mit Lea. Und dann hat er gesagt, also das kann ja kein Zufall sein. Was machst denn du überhaupt da? Ich habe dich gekannt, als du so klein warst. So hat die Diskussion ihren Lauf genommen. Und ihr wisst es schon, Jesus hat das Herz bewegt von dem Mann. Durch eben unser Zeugnis und durch unsere Zusammenarbeit im Gebetsteam. Und er durfte sein Leben Jesus Christus übergeben. Und er darf jetzt wissen, dass er
einfach ewig bei Gott sein. Und das ist im Fall nicht unerheblich, wenn man fast 90 ist. Was lernen wir jetzt vor allem dem? Was habe ich gelernt? Meine eigenen Pläne nützen gar nichts. Das Leben mit Jesus ist überhaupt nicht so kompliziert. Wir können es eigentlich so machen wie er. Wir können unterwegs sein in unserem Alltag, mit den Menschen, die mir begegnen. Wenn wir dann aber jemandem begegnen, uns bewegen lassen vom Heiligen Geist, damit sie auch bewegt werden, von der Liebe von Gott. Und dann werden wir so viele coole Sachen erleben. Jeden Tag. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass wir zusammen unterwegs sein können, ein Stückchen Himmel auf die Erde bringen, Segenspuren hinterlassen, einzeln, aber auch wir alle, miteinander. Und auch miteinander als Gemeinde, miteinander als Kirchen in der Stadt St. Gallen, miteinander als Christen in unserem Land. Und jetzt hat es noch einige Fragen, wo ihr darüber nachdenken dürft, während ein paar Minuten. Und dann nehmen wir das Abendmahl.
Danke dir, Geist Gottes, dass du unsere Herzen bewegst, hin zu dir.